Das gepackt. De Jean-Claude Juncker kann an enger Woche als Präsident von der Europäischen Kommission untreten. Das Parlament hat zu Straßburg mit der ganzen Equipe, also nicht nur dem Jean-Claude, sondern auch den 27 Kommissären, mit einer Majorität von 423 Voten zu 209 dagegen, hier Vertrauen ausgeschwert. Altnes Lützeburger op engem von den wichtigsten Posten an der Union. An das Kehr sogar den ersten Chef von der Kommission, den nicht 100 verschlossenen Tieren ausgehandelt gouf. Nein, das Kehr Hudiel lief leid. Zu Lützeburg an die anderen 500 Millionen Europäer. Durch das Resultat von den Europawahlen dezidiert, dass der Spitzenkandidat von der Europäischen Volkspartei, Jean-Claude Juncker, soll Präsident gehen. Das Parlament hat sich von Anfang an die Decision vom Volk gehalten und sich auch absolut nicht von den paar kritischen Stimmen, die besonders von der Insel kommen, beeinflussen gelassen. Dafür ist dieser 13. Präsident, den es bisweilen an Europa gab, etwas ganz Besonderes. Nicht nur für uns Lützeburger, die noch Gaston Torner, Jacques Santer, eine dritte Kehr von hier nach Brüssel verschicken, aber für alle Europäer, die den Weg freigemacht haben für eine politische Kommission, die sich Schritt für Schritt zu einer richtigen Regierung wird entwickeln. Aber wenn wir das gewinnt sind bei einer Regierung, hat ja auch eine Majorität am Parlament handelt sich. Und natürlich auch eine Opposition gegen sich. Eine andere Konsequenz ist auch, dass die antieuropäischen Kräfte hier am Parlament nicht eine minoritäre Rolle spielen. Sie können zwar Krieg tun und sie machen das, aber haben weder einen positiven noch einen negativen Beitrag zu Decisionen zu leisten. Und das ist gut für Europa. Und das ist gut für Lützeburg. Weil die große Majorität von den Deputierten im Europaparlament, die schaffen am Interesse von den Bürgern. Auch wenn es zu verschiedenen Sujets auf verschiedene Wühen und Meinungen gibt. Aber das ist ja normal an einer Demokratie. Was zählt, ist, dass Decisionen am Endeffekt allen Europäern zugutekommen. Und auch wenn wir nicht zu 6 Lützeburger hier im Parlament sind, so hat also Grand Duché darüber durch seine Deputierten immer ganz konstruktiv mitgeschafft und eine parlamentarische Rolle gespielt. Als Deputierten haben mehr wie ein Kehr hier Ideen durchgekriegt. Die Lützeburger sitzen an dem Sinn auch an der Mitte vom Hemicykel, weder extrem rechts noch extrem links. Sie sind da, wo die Musik spielt. Und sie werden die neue Kommission Juncker noch Kräften unterstützen, auf jeden Fall die meisten von ihnen. Und ich bin auf jeden Fall ganz zuversichtlich, dass Jean-Claude Juncker es wird fertigbringen, eine gute Politik zu machen. Die brauchen wir auch, weil nach langer Krisenzeit ist es abzubauen, den Wachstum anzukurbeln. Der Schwerpunkt digitale Markt ist dort zum Beispiel ganz wichtig. Aber weil wir Lützeburger versichern, auch am Ländchen eine Entwicklung von den neuen Technologien zu fördern, können wir in Zukunft Hand an Hand mit der neuen Kommission schaffen. Also, bonne Chance, Jean-Claude, weil wenn Jean-Claude réussiert, ist das gut für Lützeburg.